Simi, du nimmst uns mit heute in einen Teil von einem zweiten Teil, wo wir von dem spannenden Projekt, wo wir dran sind. Ich bin total der Projekttyp, vielleicht haben das viele schon gemerkt. Ich liebe es, wenn man ein Ziel hat, wenn man auf etwas hinschaffen kann. Es sind so verschiedene Punkte, ein Heftchen, das man selber eintragen kann. Ich bin absoluter Fan. Und jetzt nimmst du uns mit in einen Teil der Segnung. Wir sehen da verschiedene Bibelverse und ich bin mega gespannt. Nicht Segnung, Sendung. Ich bin mega gespannt, was du uns weitergibst. Und ich würde gerne zum Anfang für dich beten. Herr Jesus, du bist gross und allmächtig und ich möchte dich bitten für deine Macht und deinen Heiligen Geist, den du mir geben kannst, dass er Sprachrohr sein für dich, für deine Heiligkeit, dass du ihn verwenden darfst, so wie er ist, auf der Bühne. Und Vater, red du zu uns ins Herz, dass wir dürfen, rausgekürzelt werden und mutig sein, zum gesendet werden, zum Schritt wagen, um aus unserer Komfortzone rauszukommen, wenn es nötig ist, um Vollgas weitermachen in dem Projekt, aber auch unsere Personen, die wir im Fokus haben, dass wir für sie einstehen können, für sie beten können, dass wir für sie Vollgas gehen im Glauben zu dir. Amen. Amen. Danke, Pelle. Danke vielmals. Wir haben das Thema, das mich in der Vorbereitung mega herausgefordert hat. Einfach aus dem Grund heraus, man könnte wahrscheinlich stundenlang über das reden. Und man könnte so viel reinpacken. Aber auch aus dem Grund heraus, weil es wahrscheinlich jeder Einzelne von uns ganz persönlich betrifft und herausfordert. Es ist, wie Jesus sendet. Ich bin ja Jugendpastor hier in der Kirche und arbeite nebenbei auch noch im regionalen Jugendprojekt vom LiveTap mit. Und dort begeistert es mich immer wieder zu sehen, wie junge Menschen, Kinder, aber auch junge Menschen, junge Erwachsene, eine Sehnsucht und ein Herz dafür haben, Gott zu begegnen, ihn zu erleben. Dass das, was in der Bibel geschrieben wird, auch sehen, wie das Realität wird in unserer Welt. Und auch immer wieder sehen, wie sie wirklich ein Ja zu dem haben. Und ich finde das etwas unglaublich Starkes und etwas, wo ich selber für mich persönlich immer mega viel mitnehmen kann. Und es ist eigentlich so ein riesiges Privileg, mit diesen jungen Leuten unterwegs zu sein. Also ihr habt das Gefühl, ich bin auch noch jung, die meisten von euch, aber im Verhältnis zu den Leuten, die ich unterwegs bin ich eben auch schon leider nicht mehr ganz so jung, oder? Und dort kann ich wirklich so viel lernen und so viel mitnehmen, das ist richtig cool. Und es ist ein Thema, wo uns soll ein bisschen prickeln und herausfordern. Darum auch das Projekt, oder? Es geht jeder Einzelne von uns ganz persönlich etwas an. Und das ist recht cool. Wir machen nämlich weiter in der Bibelstelle, wo der Philemon letztes Mal angefangen hat, im Lukas 10, 3-4, wo es heisst: Geht hin, siehe, ich sende euch wie die Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keine Geldbeutel bei euch, keine Taschen, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Wie wir dann einmal so sind, in der Vorbereitung zendieren wir die Theologen, oder ich werde jetzt in der Schule ein bisschen trimmt zum Theologen, weil ich ja Theologie studiere. Dann trimmen die uns immer so, wirklich so in die einzelnen Verse einzutauchen und möglichst viel aus dem einzelnen Vers rauszuholen. Und dabei geht immer wieder ein bisschen vergessen, dass, wenn man die Bibel liest, man eigentlich in eine Geschichte mit hineingenommen wird. Es geht also nicht einfach nur ums Geht hin, wir müssen jetzt einfach gehen. Das heisst so viel wie, der Ernte ist gross, wie wir gehört haben vorher, oder? Und es ist wichtig, dass wir gehen. Sondern wir werden in eine Geschichte hineingenommen. In eine Geschichte, wo die Jünger, die dazu mal gelebt haben und wo das Wort auch gerichtet war, ganz klar war, weil sie jetzt mitten in dieser Geschichte drin sind. Es ist eine Geschichte, wo man sehen durch die ganze Bibel durch, dass dort, wo der Heilige Geist ist und dort wir Gott näher sind, dort kommt Bewegung hinein. Es kommt Bewegung hinein in Form von,
das fängt ganz am Anfang an, in der Schöpfungsgeschichte, wo wir lesen können, dass Gott Menschen gemacht hat. Und er hat sie nachher in die Welt hineingesendet. Es kommt Bewegung hinein. Das Volk von Israel hat er durch die Bewegung Gottes immer wieder Bewegung hineingebracht. Bewegung ins Leben von allen Einzelnen dort. Durch die verschiedenen Propheten hat er sie durchs Exil durchgeführt. Er hat Bewegung hineingebracht. Es ist Gottes Sendung, die Bewegung in dein Leben bringt. Und das ist so cool zu sehen, wie eben auch gerade Jesus das so unglaublich wichtig ist. Das Gehen hin, das kommt ja ganz viel vor, besonders aber auch in diesen Aufträgen, wo Jesus so es gibt, und das finde ich so cool. Zum Beispiel in Johannes 20, Vers 21 bis 23 steht, da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich finde das noch ein nice Effekt, wenn du so das Johannes-Evangelium liest, dann kommst du irgendwann am Schluss an den Punkt an, wo Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann merkst du, oh, alles, was ich eigentlich vorgelesen habe, hat also auch etwas mit mir zu tun. Das heisst, ich muss jetzt gerade nochmal von vorne anfangen zu lesen. Also, wenn du an diesen Punkt ankommst, merkst du wirklich, hey, wenn wir das Leben von Jesus anschauen und ihn kennenlernen, dann geht es nicht einfach nur um Jesus und wer er war, sondern es geht eben darum, so wie der Vater Jesus gesendet hat, so sendet er auch uns. Also nochmal von vorne und dann reintauchen. Oder auch in Markus 16, im 15 bis 18, was heißt: Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Es ist eine Bewegung drin, die Gott möchte bringen. Eine Bewegung, die er sich wünscht und die für ihn wichtig ist. Oder auch in Matthäus im Auftrag, ganz am Schluss, 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die Bewegung, wenn wir heute ein bisschen anschauen, wie denn das Gott gemeint hat, aber immer mit dem Hinblick, dass wir Geschichte nicht vergessen. Nämlich so, wie Jesus gelebt hat. Ich finde zum Beispiel eine Geschichte finde ich mega cool, wo Jesus mit 3 Jüngern auf den Berg raufgeht und dann begegnet ihnen Gottes Herrlichkeit. Und der Elia und der Mose kommen zum Vorschein und Petrus sagt: Wow, das ist so schön, wie Gottes Gegenwart. Das ist so gut, da möchte ich bleiben und eine Hütte bauen. Und Jesus hat das gar nicht so ernst genommen. Wieso? Weil er sich Bewegung wünscht. Er möchte nicht, dass wir uns festsetzen oder irgendwo festmachen, sondern er hat gesagt, jetzt gehen wir wieder vom Berg oben runter. Und ist Jesus mit diesen Jüngern wieder in den Alltag eingetaucht. Ins normale Leben. Er ist nicht mit ihnen auf dem Berg geblieben, er ist kein Gott, der einfach irgendwo ist, sondern er ist ein Gott, der mit uns in die Bewegung durch das normale Leben möchte durchgehen. Und das ist die Sendung, die wir miteinander heute ein Jahr haben. Ein Jahr haben, was ein bisschen Challenge ist, mit Gott oder durch den Alltag gehen und dort rein, immer wieder ein bisschen herauszufinden, wie das heisst, besonders wenn man nachher ja weiterliest und sieht, er schickt uns wie Lämmer unter 12. Ja, danke vielmals. Das ist wahnsinnig lästig, wenn wir nachher uns anschauen, was das bedeutet, oder? Aber in diesem Projekt, wenn wir miteinander ein Ja haben zu dieser Sendung, mit Gott in die Welt hineinzutauchen. Und das finde ich richtig cool. Und darum ist es so wichtig, dass du das auch kannst führen, das Prospekt und dir selber dort reinschreiben, was dir wichtig ist. Oder du kannst es dir auch sonst irgendwo aufschreiben. Aber das Projekt, das eignet sich gut. Du kannst es auch anpassen oder ergänzen mit den Sachen, die du wirklich für dich möchtest, heute Morgen mitnehmen oder wo du das Gefühl hast, hey, Gott möchte mir das sagen für mein Leben. Hinten drauf steht so cool, oder? Jesus sendet dich, wow, aber gar nicht so einfach. Deshalb schließen wir uns zusammen und starten ein mutiges Projekt. Gar nicht so einfach. Jesus sendet dich und das ist gar nicht so einfach.
Und darum werden wir mal jetzt schauen, wie es dann im Bibeltext weitergeht. Und zwar geht es ja weiter mit, nach dieser Sendung, heisst es, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Das ist ja eigentlich schon ein verrücktes Bild, weil es geht ja wirklich, das Lamm, das kleines Schäfli, ganz ein munziges Schäfli, das ist am Wolf komplett ausgesetzt. Das kann eigentlich nichts anrichten. Also wenn ein Wolf kommt und das Lamm sieht, dann ist es vorbei mit dem Lamm. Ja, und so schickt uns jetzt Jesus in die Welt raus. Und das ist noch schwierig. Aber es wird eben dort einfach und genial, wo wir dann dürfen die Gottessendung eintauchen und daran denken, dass wir in einer Geschichte unterwegs sind, wo Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirt. Und Jesus sagt, ich möchte mit dir im Alltag unterwegs sein. Und da in diesem Satz geht es genau um das Bild. Es geht darum, dass wenn du allein durchs Leben gehst, dass es dann unglaublich schwierig wird. Aber wenn du einen Hirt hast, der kämpft gegen Bären und Wölfe, der dich in den Zaun halten und dich beschützen mit vor allem, was kommt, dann wird die Sendung unglaublich cool. Weil du dort innen auch immer wieder Zeuge sein in Form von, du darfst erleben, was Gott tut. Du musst nicht immer nur selber tun. Also, wir sind jetzt gesendet, wir haben einen Auftrag und wir müssen machen und wir müssen sehen. Aber in erster Linie dürfen wir auch einfach nur erleben, was Gott tut. Weil er möchte den Menschen draussen begegnen. Und er sehnt sich nach jedem Einzelnen von euch, nach einer Beziehung mit jedem Einzelnen von euch. Und wir dürfen rausgehen in die Welt und sehen, wie Gott wirklich. Ich war gerade gestern an einer Hochzeit von einem Kollegen und wir haben dort am Abend mega viele coole Gespräche gehabt über den Glauben, über Kirche, was Kirche ist. Und das fasziniert mich einfach, wie immer wieder zu sehen, ich habe das Gefühl, ich muss dir jetzt dem von Jesus erzählen oder dem etwas mitgeben, aber gleichzeitig auch zu entdecken, eben, nein, halt mal, zuerst einmal entdecken, was Gott überhaupt schon im Herzen des Menschen bewegt. Weil wir in die Sendung, in den Auftrag von Gott hineintauchen, wo eben eine Geschichte ist und schon angefangen hat. Es ist eine Geschichte, wo der Vater seinen Sohn in die Welt sendet und der Sohn uns erfüllt mit dem Heiligen Geist weiter durch die Welt sendet. Wir werden also dort hinein ein Teil von dieser Gottessendung. Und nachher geht es weiter mit Lukas 10, 3-4. Im Vers 4 heißt es dann, tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Das ist ja auch so eine Challenge, oder? Vor allem, ich finde ja lustig, dass es heißt, und grüßt niemanden auf der Straße. Das heißt ja eigentlich, also in dieser Zeit hat das geheißen, es muss pressieren. Also du hast keine Zeit, um dort noch einen Smalltalk zu führen und dort noch ein bisschen etwas schwätzen und dem noch ein bisschen, sondern wir müssen pressieren. Also wenn Gott uns schickt mit dem Auftrag, dann müssen wir pressieren. Und ich finde es einfach noch lustig, weil ich muss dann einmal Jesus sagen, ja, also du, der jetzt schon seit 2000 Jahren nicht mehr gekommen bist auf die Erde und gesagt hast, kommst bald. Wenn das für dich pressieren ist, dann haben wir ja schon recht viel Zeit. Aber ich glaube, das ist nicht das, was er uns sagen will. Sondern gerade besonders am Anfang. Tragt keine Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe. Der Philemon hat ja am Anfang eigentlich gesagt, wie wichtig dass es ist, dass wir immer wieder, also am letzten Sonntag, wo wir angefangen haben, der erste Punkt war das Gebet.
Dass wir immer wieder Gottes Gegenwart suchen im Gebet. Und er hat auch das Gebet erwähnt im Johannes 17. Ich glaube, das ist falsch. Das müsste Johannes sein. Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort weitergesaugt. Deshalb hasst sie die Welt, denn sie gehören nicht zu ihr. Ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie von dem Bösen in Schutz zu nehmen. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre. Lasse sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Also auch da, in diesem Gebet hinein, sagt Jesus, er möchte uns senden, oder? Er möchte uns mitnehmen auf einen Weg in dieser Welt hinein als Licht. Aber gleichzeitig auch verbunden mit, dass wir nicht zu dieser Welt gehören. Was heisst denn das jetzt? Wir gehören nicht zu dieser Welt. Es geht eigentlich wirklich hauptsächlich darum, würde ich jetzt sagen, nicht nur, weil man könnte wirklich stundenlang über das Thema reden, aber es geht sicher auch darum, dass wir uns nicht Schätze auf dieser Erde sammeln sollen, sondern dass wir Schätze im Himmel sammeln. Dass wir uns nicht festklammern an Sachen, was auf dieser Welt sind, sondern dass wir uns ausrüsten mit dieser starken Hoffnung, die wir haben, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Wir haben ein Neues Testament im Unterricht und das Wichtigste, was unserem Dozent immer war, ist, dass jeder Christ weiß, wie genial und großartig unsere Auferstehungshoffnung ist. Unsere Auferstehungshoffnung ist etwas vom Kraftvollsten, was es gibt. Viel wird sie sehr niedergemacht, weil es heisst dann, Christen dürfen die Kranken und die Armen auf die Ewigkeit vertrösten. Zum Beispiel. Oder das, wo man nicht, also es ist schwierig, das zu sehen in unserer Welt. Aber dass eben Jesus Christus durch den Tod gegangen ist für uns, für jeden persönlich, ist etwas unglaublich Kraftvolles, was wir nie vergessen dürfen und was wir unbedingt daran festheben sollen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht festmachen an irgendwelchen Sachen. Ich habe jetzt auf die Funge ziehen mit meiner neuen Frau. Neue Frau, wir haben erst geheiratet. Und dann haben wir uns ein Auto gekauft. Also wir haben jetzt ein schönes Eigenheim und wir haben das Auto und wir leben sehr gut. Wir haben auch einen Whirlpool, dürfen also gerne mal vorbeikommen, wenn ihr wollt. Und dort rein fällt es dann vielleicht einem schon irgendwann plötzlich mal schwer, so wenn es dann plötzlich heisst, Jesus kommt und sagt, ja Simon, du hast jetzt Theologie studiert und du bist jetzt Pastor geworden, oder? Und jetzt möchte ich dich brauchen, im Emmental, in der Kirche, irgendwo. Ja, kann ja sein, ich weiß es ja nicht. Und dann muss ich gehen. Und das wird dann schwierig. Und so tut er uns in diesem Vers hinein. Tragt keine Geldbeutel bei euch, keine Taschen, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. In die Geschichte hinein, dass es so wichtig ist, dass du immer wieder prüfst in deinem Leben, ist Gott an erster Stelle? Ist er das Wichtigste? Hat es nichts in deinem Leben, wo dich davon abhalten könnte, Gott in die Sendung von Gott hineinzugehen? Ich finde das so krass. Es gibt ja so Gleichnisse, wo Jesus erzählt von Leuten, die auf ihn zukommen und sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Dann kommt der Erste und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und dann sagt er, ja, ist gut. Und nachher sagt der andere, aber mein Vater ist gestorben, ich würde gerne zurückgehen, ihn beerdigen und
komme dann nachher nach. Und dann sagt Jesus, wenn dir deine Familie wichtiger ist als ich, dann bist es du nicht wert, mir nachzufolgen. Und dann kommt der Nächste und dann erzählt er, Jesus, ich würde gerne nachfolgen. Und dann sagt er, ja, ich habe noch Gäste heim, ich muss die noch schnell verabschieden. Und dann sagt er, nein, das ist nicht gut, dass, wenn dir deine Freunde und deine Nächsten wichtiger sind als ich, dann bist du es nicht wert, mir nachzufolgen. Und dann, nachher ein Kapitel später, kommt der Reich, der auch sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und dann sagt, was soll ich tun? Dann sagt Jesus, geh zurück und verkauf zuerst alles, was du hast. Und das sind so 3 Sachen, wo die Bibel nicht möchte sagen, hey, es ist wichtig, dass dir deine Familie nicht wichtig ist. Oder es ist im Fall richtig, dass dir deine Freunde nicht wichtig sind. Oder der Klassiker ist ja wirklich mit den Reichen, wo man einmal das Gefühl hat, ja, wenn jemand reich ist, dann will Jesus sicher nichts mit dem zu tun haben. Aber das ist komplett falsch, sondern Jesus will dich herausfordern, ihn an die erste Stelle vom Leben zu setzen. Und zu sagen, das ist mir das Wichtigste, mit Jesus unterwegs zu sein. Und er hat auch jeder ganz persönlich bei seinem eigenen Teil, was ihn wahrscheinlich, bei seinem ganz persönlichen Teil herausgefordert. Beim einen war es die Familie, beim anderen waren es die Freunde, beim anderen war es das Geld. Ich weiss nicht, was es bei dir ist. Und dich Jesus vielleicht herausfordern, bevor du kommst und sagst, wenn du kommst und sagst, ich möchte dich nachfolgen. Aber ich glaube, jeder hat etwas in unserem Leben. Wir müssen kurz darüber nachdenken. Jesus nachfolgen. Ein Teil von dieser Sendung heisst auch immer wieder zu erleben, was Gott um uns herum tut. Und in erster Linie, glaube ich, müssen wir wieder ein bisschen entdecken, was wir probiert haben, ein bisschen zu etablieren, quasi à la, ich darf das Wort zwar nicht auf der Bühne sagen, aber wenn wir Teil sein von Gottes Sendung, cooles Projekt mit ihm auf die Beine stellen, coole Sachen machen mit Jesus und dort erleben, wie er wirkt, dann ist das in erster Linie, machen wir das einfach, weil es geil ist. Weil es Freude macht, oder? Weil es ein Privileg ist, zu erleben, wie Gott lebendig ist und wirkt unter uns. Und nicht, weil wir mühen, weil wir irgendwelche Sachen aufgeben müssen oder weil wir weiss nicht. Und in zweiter Linie erleben wir dann in dieser Sendung, in dem Unterwegssein, dass es so Spaß macht und so genial ist, wie unser Gott ist, dass wir dann eben anfangen, gerne Sachen aufzugeben für ihn. Und eben anfangen zu sagen, hey, es ist okay, dass ich etwas muss, auf die Seite legen muss, weil Gott möchte so eine enge Beziehung haben. Mit jedem Einzelnen von uns. Dass er uns herausfordert, gewisse Sachen auf die Seite zu legen. Und ich möchte dir jetzt Zeit geben, 2 Minuten. Zuerst mal dich zu fragen, hast du ein Ja zu dieser Sendung, dass Gott dich möchte brauchen in dieser Welt und du darfst Teil sein von dem, was Gott möchte tun, dass Gott sein Reich auf dieser Welt möchte bauen. Das ist so cool, weil es gibt auch so viel Identität und so viel Sinn für jeden Einzelnen von uns. Bist du bereit, dann möchte ich dich Mut machen. Mach dir ein Ja. Dein Prospekt rein. Ja, ich bin bereit. Und dann dich vielleicht zu fragen, was könnte dich abhalten, wirklich Gott an erster Stelle zu setzen? Ganz persönlich. Wo würde Gott dich herausfordern? 2 Minuten.
Der John Stephen Aquari ist ein olympischer Marathonläufer aus Tansania. Und der darf für sein Land an der Olympiade in Mexiko antreten. Und es war dort unglaublich heiß in Mexiko und es hat viel Höhe und Tiefe gehabt, es ist immer viel aufgegangen. Und nach 19 Kilometern ist er in so ein Truppel von Läufern reingekommen, um sich herum, dass er gestürzt ist und sich irgendwie nachher hat das Bein binden und den Arm, das rechte Bein bandagieren lassen und die Schulter ausgerenkt hat. Nach 19 Kilometern. Aber er ist einfach weitergelaufen. Und er hat Vollgas gegeben. Und er ist mit Platz 57 in 3 Stunden und 25 Minuten angekommen. Mehr als eine Stunde hinter dem Sieger und fast 20 Minuten hinter dem Vorletzten. Und nachher sind die Journalisten gekommen und haben ihn gefragt, hey John, wieso hast du nicht einfach aufgegeben und nicht einfach aufgehört? Weil es ist ja klar gewesen, dass du das nicht, dass du nicht mehr wirst siegen. Und dann hat er gesagt, mein Land hat mich nicht 5000 Meilen weit geschickt, damit ich an den Start gehe, sondern damit ich ins Ziel komme. Und ich glaube, so ist es oft auch in der Nachfolge von Jesus. Wir erleben Niederschläge, wir starten vielleicht, wie eben genau viele junge Leute, was mega genial ist, mit einer unglaublichen Freude und mit einer unglaublichen Sehnsucht, Gottes Wirken zu erleben auch. Und dann gibt es Niederschläge. Sachen, die uns Mühe machen, um wirklich Vollgas Jesus nachzufolgen. Um ihn an erster Stelle zu setzen. Um nicht zu sagen, hey, mal, vielleicht ist mir mein Haus, mein Auto oder meine Freunde oder meine Familie doch wichtiger. Genau wie er. Doch wir sind Bürger vom Himmel. Wir sind Kinder und Töchter Gottes, die herausgefordert sind, wie der Paulus sagt, den Lauf vom Leben zu laufen und Vollgas zu geben. In der Nachfolge von Jesus. Ich will beten. Jesus, ich danke dir, dass wir Teil sein von deiner Sendung in der Welt. Dort immer wieder erleben, wie du an den Menschen wirkst. Wie du Großes tust unter uns. Jesus, ich danke dir, dass wir Männer Gottes sein dürfen, die vorwärts gehen in deiner Nachfolge. Ich danke dir auch, dass du dich sehnst danach, wenn wir es eben noch nicht sind und uns möchtest wirklich begegnen. Und du siehst auch, dass wir immer wieder herausgefordert sind, dass wir nicht irgendwelche Sachen einfach über dich stellen. Wie es uns gerade in der Schweiz so gut geht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich Kraft gibst, immer wieder auch, dich an erster Stelle zu setzen. In erster Linie, weil es einfach eine unglaubliche Freude macht, mit dir zusammen durchs Leben zu gehen und zu erleben, wie du wirkst. Aber auch für uns ganz persönlich, in dir immer wieder Kraft zu danken und zu wissen, dass du uns als guter Hirt zur Seite stehst in dieser Welt. Als jemand, der die Wölfe im Zaun hält. Amen.